Shalom Aleichem. Dem 21. Juni 1881 ist in dem ukrainischen Städtel Zolotonoschi geboren geworden der künftige Gründer von der Polei-Zion-Bewegung und einer von den wichtigsten jüdischen Philologen und Sprachforscher, Ber Borochow. Sein Tate, ein hebräischer Lehrer, ist bald nach dem Sohns Geburtstag herübergefahren mit der Mischpuche in der Stadt Poltawa, wo Ber hat sich gelernt in einer privaten russisch-jüdischen Schule und später in einer Gymnasie. Hat sich allein aufgegeben mit Philosophie und gelernt Sprachen. In 1900 lässt sich weg in Katerinoslav. Dort kommt in Barrier mit dem Kreislauf von der russischen Sozialdemokratischen Partei und später mit der zionistischen Bewegung. Fährt das Acharim über Dorm Russland in Schliches, sich zu treffen mit den jüdischen Arbeitermassen. In 1906 wird geschaffen die jüdische Sozialdemokratische Partei Polei-Zion, und Ber Borochow ist zwischen die Hauptinitiatoren von dem Organisierkomitee. Wird arrestiert, aber in Gichen befreit. Wie ein Pennmensch hat Borochow bis im Jahr 1907 geschrieben ausschließlich auf Russisch. Erst nach sein Verlassen das Land und Besetzen sich in Neuland geht sich auf mit dem Studieren der Geschichte von jüdischer Sprache und Literatur. Fährt über Europa, arbeitet in verschiedenen Bibliotheken, tritt auf mit Lektien über soziale und philosophische Probleme. Nach dem Ausbruch von der Ersten Weltmilchume verlässt Borochow Europa und kommt in Amerika. Von einer Seite ist mamschig aktiv sich vernehmen mit seiner politischen Tätigkeit in der Polei-Zion-Bewegung. Und von der anderen Seite lässt nicht auf seine wissenschaftliche und journalistische Arbeit. In einem mit Harkavi, Joffe und andere organisiert eine wissenschaftliche Kommission für Jiddisch-Grammatik und Orthographie. Stellt zu neu Bibliographies von Peretzen und Shalom Aleichem und druckt andere Abhandlungen wegen der jiddischen Literatur und Theater. Nach der Revolution in Russland kehrt sich in heim. Dort beteiligt sich in dem dritten polei-zionistischen Zusammenfor. Ist voll mit Plänen in beiden Gebieten, sei parteiische und sei wissenschaftliche. Aber plötzlich wird schwer krank auf Blutvergiftung. Dem 4. Dezember 1917 starb in Kiew.